Das sind Annika und Christoph. Sie haben sich ein schönes neues Gartenhaus gekauft. Das braucht jetzt natürlich ein passendes Dach. Und weil sie gern nachhaltig leben und was für die Umwelt tun, haben sie sich für die Gutanit Plus Wellplatten entschieden. Die sind aus 100% Recycling-Kunststoff, also super nachhaltig. Außerdem sehr langlebig, kostengünstig und ganz einfach zu montieren. Das hat auch Annika und Christoph überzeugt. Für die Montage der Gutanit Plus Platten brauchen die beiden jetzt die berechnete Zahl an Platten, die Ortgangprofile und Laufbohlen, Nägel oder Schrauben mit oder ohne Kalotten, je nach Wunsch, Richtschnur, Reißnägel, Hammer, Akkubohrschrauber, einen HSS-Bohrer für Holz oder Stahl, Maßband oder Zollstock, eine Kreis- oder Stichsäge, ein Fuchsschwanz wäre auch möglich, aber mit Motor geht's natürlich schneller. 2 Holzböcke für den Zuschnitt und eine Blechschere zum Zuschneiden der Ortgangprofile. Das sollte man vorher genau geprüft haben. Denn ihr wisst ja, nichts ist nerviger, als wenn mittendrin etwas Wichtiges fehlt. Christoph hat die Lattung schon auf der Vollschalung angebracht. Die Latten sind ordentlich verschraubt. Sie sollten 30 bis maximal 40 cm Abstand haben. Dann kann es gleich mit den Platten losgehen. Zum Glück sind die Gutanit Plus Platten so handlich, dass Annika sie gut hinaufreichen kann. Da sie auch keine scharfen Kanten haben, geht die Arbeit noch leichter und ohne Kratzer von der Hand. Bei der ersten Platte muss Christoph gleich mal zeigen, was er drauf hat. Diese muss richtig liegen, sonst stimmt nachher das ganze Dach nicht. Immer von der Traufe zum First, also von unten nach oben verlegen. An der unteren Kante sollen die Platten maximal 5 cm überstehen, damit das Wasser vom Dach gut ablaufen kann. Seitlich reichen 3 cm. Dann wird die erste Welle befestigt. Damit das wirklich passt und alle Nägel genau in der darunterliegenden Latte landen, spannen die beiden eine Richtschnur. So ist klar, wo die Löcher reinkommen. Nun bohrt Christoph ganz einfach das erste Loch mit dem HSS-Bohrer. Mit dem ersten Nagel wird die Platte angeheftet. Das geht schnell und einfach. Schrauben dauert etwas länger, ist aber noch stabiler. Nachdem er nochmal geprüft hat, dass die Platte richtig liegt, bohrt Christoph die weiteren Löcher und fixiert die Platte an ihrem Platz. Wenn die erste Platte genau passt, wird auch der Rest hinhauen. Nun bohrt er die weiteren Befestigungslöcher vor. Am First und an der Traufe, also an der oberen und unteren Kante, wird jede Welle festgenagelt. Ebenso bei den Überlappungen. Für die Befestigung der Fläche reicht ein Nagel in jeder dritten Welle. Insgesamt sollten pro Quadratmeter 18 bis 22 Befestigungspunkte vorhanden sein. So, die Löcher sehen schon mal gut aus. Jetzt aber Vorsicht! Beim Nageln müsst ihr wieder aufpassen. Fangt mit dem vorletzten Nagel der Reihe an. Die letzten Löcher bleiben frei. Die sind für die Überlappung der nächsten Platte. Super! Die erste Platte ist fest. Als nächstes wird das Firstbrett montiert. Dann hat die zweite Reihe einen exakten Anschlag an der oberen Kante. Jetzt wieder genau messen, Christoph, damit die Überlappung der zweiten Platte passt. 15 cm reichen normalerweise. Bei flacheren Dächern können es auch ruhig 20 cm sein. Dann messen, wie weit es noch bis zum First ist. Nun können Sie die Platte zuschneiden. Christoph legt die Platte auf 2 Böcke und zeichnet die Maße an. Mit Kreissäge, Stichsäge oder auch mit dem Fuchsschwanz geht der Zuschnitt ganz einfach. Die erste Platte der zweiten Reihe halbiert er nochmal längs, um sie versetzt zu verlegen. Dadurch werden zu viele Überlappungen vermieden. Nun geht's wieder aufs Dach und die zweite Platte wird montiert. Zur Sicherheit legt am besten Laufbohlen auf die verlegten Platten. Die verteilen das Gewicht und sorgen für einen sicheren Stand. Die Arbeitsschritte sind im Prinzip wieder die gleichen. Vorbohren, anheften, nageln. Hier haben sich Annika und Christoph sehr gut eingespielt. Da geht der Rest ganz schnell von der Hand. Danach werden an den beiden Seiten die Ortgangprofile angebracht. Hier müssen Annika und Christoph mit der Blechschere ran. Damit kann man die Profile gut auf die richtige Länge bringen. Jetzt nur noch aufstecken und verschrauben. Zuletzt werden noch die Ortgangbretter angebracht. Mensch, Annika und Christoph, das habt ihr ja richtig gut hinbekommen. War doch ganz einfach, oder? Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Da hat Gutta wirklich alles unter einen Hut gebracht.